Ein Mädchen hatte Stress zu Hause, sie brauchte eine Pause, sie weiß nicht mehr wohin, es war so schlimm. Ihr Vater war nicht da, sie kam im Leben nicht mehr klar, sie hatte Vertrauen für ihren Vater, doch was er tat, er war nicht mehr da. So stand sie da, ihre Mutter sagt, sie würde sich ums Mädchen kümmern, dabei lässt sie das Mädchen verkümmern. Sie kommt aus der Schule und bekommt gleich eine gehauen und Mann sagt, man soll Liebe aufbauen. Yeah. Jede Nacht zittert sie und weint und schläft unter Tränen ein. Sie hat keine Freunde, wo sie hin kann. Alle machen die fertig, Mann. Wie kann man so ein Mädchen nur alleine lassen? Wie kann man so ein hilfloses Mädchen nur hassen? Was hat sie nur falsch gemacht, dass keiner mit ihr lacht? Sie hat so eine Angst jede Nacht. Was hat man nur mit ihr gemacht? Yeah, okay. Oh, yeah. Schulen läuft nicht alles rund und wenn sie nach Hause kommt, hält sie lieber ihren Mund. Ihr Leben ist scheiße, sie setzt sich draußen auf die Bank, die Leute laufen an ihr vorbei und sagen, sie sei krank. Hier ein Mädchen, das nicht weiter weiß und im Bett sitzt mit Angst und Schweiß. Man sieht, dass dem Mädchen nicht gut geht und dass die Welt sich bei ihr immer falsch umdreht. Ihre Mutter ist Alkoholiker, in den schlimmsten Momenten wünscht sie sich, ihr Vater wäre da, der sie in den Arm nimmt, der sie tröstet und einfach nur da ist. Beim Duschen entdeckt sie die Klinge und hält sie an die Polster, sie gibt sich in allem die Schuld. Sie sieht keinen Sinn mehr in ihrem Leben und schneidet zu. Sie tut es wieder und wieder, es hilft ihr die Probleme zu vergessen, doch im Inneren ihres Herzens bleiben Touren die Schmerzen. Sie will zu ihrem Vater, sie braucht ihn jetzt so sehr. Sie will ihm alles erklären, was die Mutter ihr angetan hat. Sie macht sich auf den Weg, sie geht durch den Wald, es ist saukalt, yeah. Sie findet den Weg nicht, sie bleibt einen Moment stehen und denkt darüber nach. Macht das Leben überhaupt noch einen Sinn? Sie gibt auf, sie will nicht mehr leben. Sie setzt sich auf den Boden und denkt darüber nach, was Gutes in ihrem Leben war. Sie findet nichts, was sie an ihrem Leben noch Gutes hat. Ihre Mutter hasst sie, ihr Vater war nie da. Sie fängt an zu weinen, sie könnte schreien. Sie rennt, yeah, bis sie nicht mehr kann. Sie kommt am Abgrund an, sie sagt leise, das ist das Beste. Sie schaut nach unten und schließt die Augen. Und, yeah, okay, oh. Keiner da, der sie hörte. Sie war mit ihren Problemen allein. Alles Sorgen fraß sie in sich hinein. Sie wollte raus aus diesem schrecklichen Traum. Aus diesem schrecklichen Traum. Ein Mädchen hatte Stress zu Hause, sie brauchte eine Pause, sie weiß nicht mehr wohin, es war so schlimm. Ihr Vater war nicht da, sie kam im Leben nicht mehr klar, sie hatte Vertrauen für ihren Vater, doch was er tat, er war nicht mehr da. So stand sie da, ihre Mutter sagt, sie würde sich ums Mädchen kümmern, dabei lässt sie das Mädchen verkümmern. Sie kommt aus der Schule und bekommt gleich eine gehauen und Mann sagt, man soll Liebe aufbauen. Yeah. Jede Nacht zittert sie und weint und schläft unter Tränen ein. Sie hat keine Freunde, wo sie hin kann. Alle machen die fertig, Mann. Wie kann man so ein Mädchen nur alleine lassen? Wie kann man so ein hilfloses Mädchen nur hassen? Was hat sie nur falsch gemacht, dass keiner mit ihr lacht? Sie hat so eine Angst jede Nacht. Was hat man nur mit ihr gemacht? Yeah, okay. Oh, yeah. Keiner da, der sie hört.
alles rund. Und wenn sie nach Hause kommt, hält sie lieber ihren Mund. Ihr Leben ist scheiße, sie setzt sich draußen auf die Bank. Die Leute laufen an ihr vorbei und sagen, sie sei krank. Hier ein Mädchen, das nicht weiter weiß und im Bett sitzt mit Angst und Schweiß. Man sieht, dass dem Mädchen nicht gut geht und dass die Welt sich bei ihr immer falsch umdreht. Ihre Mutter ist Alkoholiker, in den schlimmsten Momenten wünscht sie sich, ihr Vater wäre da, der sie in den Arm nimmt, der sie tröstet und einfach nur da ist. Beim Duschen entdeckt sie die Klinge und hält sie an die Puls, also gibt sich in allem die Schuld. Sie sieht keine Sinn mehr in ihrem Leben und schnallt zu. Sie tut es wieder und wieder, es hilft ihr die Probleme zu vergessen, doch im Inneren ihres Herzens bleiben tun die Schmerzen. Keiner da, der sie hört. Sie ist mit ihren Problemen allein. Alle Sorgen frisst sie in sich hinein. Sie will raus aus diesem schrecklichen Sie kann nicht mehr, Traum. sie will zu ihrem Vater, sie braucht ihn jetzt so sehr. Sie will ihm alles erklären, was die Mutter ihr angetan hat. Sie macht sich auf den Weg, sie geht durch den Wald, es ist saukalt, yeah. Sie findet den Weg nicht, sie bleibt einen Moment stehen und denkt darüber nach. Macht das Leben überhaupt noch einen Sinn? Sie gibt auf, sie will nicht mehr leben. Sie setzt sich auf den Boden und denkt darüber nach, was Gutes ihrem Leben war. Sie findet nichts, was sie an ihrem Leben noch Gutes hat. Ihre Mutter hasst sie, ihr Vater war nie da. Sie fängt an zu weinen, sie könnte schreien. Sie rennt, yeah, bis sie nicht mehr kann. Sie kommt am Abgrund an, sie sagt leise, das ist das Beste. Sie schaut nach unten und schließt die Augen. Und, yeah, okay, oh. Keiner da, der sie hörte. Sie war mit ihren Problemen allein. Alle Sorgen fraß sie in sich hinein. Sie wollte raus aus diesem schrecklichen Traum. Aus diesem schrecklichen Traum.